Am Prismaturm stimmt irgendetwas nicht. Schickt sofort eine Sondereinheit der Firma her. Die Sicherheit von Illumina City liegt in unserer Hand. Wir müssen einen Meister der Mega-Entwicklung finden. Sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Illumina Süd. Dein Zug ist in Illumina City eingetroffen. Und damit beginnt auch ein neues Abenteuer in einer zwar bereits bekannten Pokémon-Welt. Willkommen zurück, Freunde, zu einem neuen Let's Play hier. In diesem Sinne vom neuen Spiel zur Reihe, zur Pokémon-Reihe, ne? Pokémon-Legenden, ZA, nicht Arceus. Und ja, wir sind zurück in Kalos, ne? Illumina City, wir sind da. Okay, kann man schon mal bewegen. Sehr gut. Mal gucken, wie das alles momentan so wirkt. Ne? Naja, kann man ganz kurz sagen, es ist die Switch 2 Version, die ich da spiele. Am ersten Blick sieht alles gut aus. Ich habe so irgendwie das Gefühl... Moment, warte mal. Gut, die Texturen vom Gras können ein bisschen besser sein, auch mit Schattenwerfen und so, aber das ist Pillepalle. Wir spielen hier ein Pokémon-Spiel, da oder die Grafik zu gucken und so. Naja, dafür der Zierschaden ist doch auch schön. So können wir eigentlich wieder zurückgehen. Nö. Illumina City erwartet dich. Es wird Zeit, den Bahnhof zu verlassen. Ah ja. Und vielleicht mal in meiner Tasche nachzugucken, was da drin ist. Was da reingesprungen ist. Das wird sicher dann ein Pokémon sein. Die Schrift kann auch keine Sau entziffern. Naja. Wir sind da. Hurra. Okay, da ist nix. Hier Schönes. Ui. Ein Kapilz, ein Pilz. Andere Pilz-Pokémon. Huzasa und so, ne? Ein Macholo mit einem Miltank. Okay, Miltank-Milch. Ach ja. Freunde, endlich mal wieder ein Let's Play. Endlich mal wieder auch ein Pokémon-Spiel. Endlich wieder Quaifor, oder wie das Vieh heißt, wer ist das schon wieder? Kolfwaf, genau. Weil das ist ja auch eines der wenigen Pokémon, die man bislang auf keiner Edition der Switch-Reihe, sag ich jetzt mal, irgendwie fangen konnte und bekommen konnte. Du kannst irgendwie halt nur aus alten Editionen, also der 3DS-Ära und so rüber tauschen, Pokémon Home halt, aber halt auf kein anderes Pokémon-Spiel oder über Pokémon Go und naja. Ich bin sehr gespannt, was da für neue Haarschnitt bei dem Viech gibt. Vielleicht gibt es auch bestehenden noch. Ich bin auf einem Pokémon-Kampf. Aber wir warten hier in Illumina City ein paar Kämpfer auf mich, die es richtig in sich haben. Ja, ich glaube, anders als zu Legenden Arceus, ganz kurz erklärt, ist es so, bei Legenden Arceus war es in der Vergangenheit angesettelt. Wir konnten zwar ganz Sinnoh, beziehungsweise damals ist es ja anders die Region, ansteuern und angucken, auch wenn es nicht viel gab, halt von Städten her und so. Und hier ist das Konzept komplett anders. Hier hat man nur eine Stadt, Illumina City, aber halt in der Größe, wie man es irgendwie aus dem Anime und so kennen würde. Mit anderen Worten, riesig. Ne? Also, wir gucken mal. Das ist meine große Reisetasche. Viel Spaß in Illumina City. Ja, danke schön. Ich weiß gar nicht, wieso ich überhaupt hier bin. Wird wohl irgendeinen Grund gehen, oder? In Illumina City leben wilde Pokémon mitten in der Stadt. Okay, das klingt cool. Man spürt richtig den Kalos-Vibe. Ja, Kalos. Ich meine, jetzt kriegen wir endlich mal unser Pokémon Z. Ne? Ich meine, damals, Pokémon, also Kalos und so, ne, ist 6. Generation gewesen. Aktuell sind wir eigentlich noch bei der 9. Generation. Weil die letzte Generation den neuen Pokémon-Typ bekommen hat und so.
Und eben auch die Mega-Entwicklung, die hier endlich wieder ein Comeback feiert. Also ein großes Comeback vor allem. Und ja, wir hatten bei Gen 4, Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 4, Gen 5 hatten wir immer spezielle Editionen. Bei Gen 5 war erstmal so Schwarz 2 und Weiß 2. Aber Kalos, die bekam, also mit X und Y, bekam nie eine spezielle Edition wie Pokémon Z. Im Anime, ja schon, da hatten wir Pokémon XYZ, aber hier, nö. Im Spiel leider nicht. Da wird mir Oras, ne, waren natürlich geniale Remakes der Höhenspiele. Vor allem auch, weil es dort eben auch Mega-Entwicklungen gab, neue vor allem auch, gab eine coole Story dazu und ja, es war einfach, war geil. Meine Mega-Entwicklungen sind sowieso der Burn, ne, also generell sehr beliebt. Auch aus dem Grund, weil sie ja später auch wieder bei den Let's Go-Teilen auftauchten und natürlich auch noch bei der Alola-Region konnte man auch Mega-Entwicklungen machen, obwohl die dort ja die Z-Attacken eingeführt hatten. Also insofern kann man sagen, doch, die Mega-Entwicklungen haben immer noch eine große Fanbase sozusagen, ne? Ein Stern, du? Ja, nach 3 Stunden im Flieger ist man ganz schön platt. Oh, da wäre gar nichts für mich, ey. Ein Päuschen im Café. Papa kann es ja bestimmt nicht entscheiden. Kann ja alle reingehen, ne? Weiß nicht, wie lange ihr hier seid oder so. Oh, neues Rotom-Phone. Oh, übrigens, habe ich irgendwas? Kann ich irgendwie den Spielstand speichern? Die automatische Speicherfunktion wird dann Spielstand automatisch gespeichert. Außerdem kannst du im Menü jederzeit einen Fortschritt manuell speichern. Automatisch speichern, kann man das irgendwie unterbinden, wenn wir gerade dabei sind? Warte mal. Texttempo machen wir ein bisschen schneller. Kamera, Ton, nö, wa? Steuerung. Mega-Entwicklung. Ich finde es interessant. Ich meine, das ist ja eigentlich... Warte mal, ich muss ganz kurz gucken. Doch, ne? Es ist ja eigentlich die Switch 2 Version. Switch 2 Edition, ne? Aber trotzdem haben wir hier die Controller der Switch 1 angezeigt, ne? Also, sie haben sich hier nicht mal die Mühe gemacht, hier die Switch 2 Controller einzubauen. Stadtführen, Spielstand speichern, ja. Okay. Ich gehe jetzt über X, ne? Okidoki. Dann hier diesen Schranken. Ein funkelnder Alltag an der Seite von Pokémon. Besucher, die aus weit entfernten Regionen nach Illumina City kommen, staunen zählen beim Anblick der Stadt. Das glaube ich sofort. So. Eigentlich mal wieder ein Pokémon spielen, auch ein neuer Ableger der Legendenreihe, ne? Pokémon Legenden Z-A. Oder einfach nur ZA. Oder CA oder wie auch immer. Man merkt schon deutliche Sprünge von der Grafik her und so im Gegensatz zu Legend Arceus, ne? Also zumindest auf der Switch 2. Ich weiß nicht, wie es auf der Switch 1 aussieht. Ach ja, viele Kalos-Pokémon. Oh. Guck mal an der Anna. Was ist los? Hallo? So, alles bereit. Ich habe keine Ahnung, was das gerade war. Ich hoffe, es war das erste und letzte Mal, dass es aufgetaucht ist, weil sonst muss er dann ja, was machen. So, alles bereit. Ihr drei kommt auch wieder im Video vor. Einverstanden? Also, wir haben hier ein Endivie, ein Carnivani, beides Johto-Pokémon und ein Floink aus Einal. Endi. Floi. Kani. Mani. Unsere Mission ist es, neue Mitglieder zu finden. Wir machen Werbung für Hotel Z und rekrutieren dann aus den Gästen geeignete Leute. Will nur noch jemand, dem Tourist ins Gesicht geschrieben steht? Och nö. Ha! Hallo? Hey du kommst gerade aus dem Bahnhof, oder?
Was hat mich verraten? Die große Reisetasche kann nur eins bedeuten. Du bist Tourist, stimmt's oder habe ich recht? Das stimmt, du hast recht, okay. Cool, wenn nicht, hätte ich mal am Verstand gezweifelt. Ja. Wir sind ungefähr gleich groß. Das passt gut, wenn wir nebeneinander stehen. Willst du mich anpacken oder was? Es gibt da etwas, wo ich deine Hilfe als Tourist bräuchte. Ich filme dich und du sagst, das Hotel Z ist das beste Hotel der ganzen Stadt. Versuch's mal. Warum sollte ich jetzt lügen? Also mal abgesehen davon übrigens im Hintergrund sieht man da schon mal einen Teaser auf die Ranked Matches hier mit den 3 Kalo-Startern. Schlecht. Und sonstige Werbung. Den Text kann sie nicht lesen, die ist irgendwie pokerisch oder so, keine Ahnung. Ja, übrigens, das Hotel Z ist das beste Hotel der ganzen Stadt. Ja, woher soll das wissen? Ich war noch nie drin. Keine Sorge, du musst nicht wirklich übernachten. Ich brauche nur Hilfe für einen Werbespot. Ah ja. Einfach mal Tourismus missbrauchen, ne? Oder verbrauchen oder... Ist ja egal. Alles klar? Gut, dann legen wir los. Ausgerechnet jetzt läuft Werbung und so ist es viel zu laut zum Filmen. Überspring's doch. Kann ich nicht skippen? Scheinbar nicht. Willkommen in Illumina City, der Stadt, in der Menschen und Pokémon in Einklang leben. Oh, ist das der hiesige Pokémon-Professor? Mein Name ist Chet. Ich bin ganz nett und ich bin die Präsidentin der Quasar Corporation. Sorry dafür. Pokémon sind wundersame Lebewesen. Ein Vehikel. Oder? Ja. Man kann ihnen an unterschiedlichsten Orten begegnen. In letzter Zeit vermehrt auch inmitten unserer Stadt. Um eine friedliche Koexistenz zu fördern, haben wir für sie sogenannte Wildsektoren geschaffen. Die Vielfalt der Pokémon und ihre einzigartigen fantastischen Kräfte bieten großes Potenzial. Im harmonischen Zusammenleben sollten wir unsere Kräfte mit denen der Pokémon vereinen. Das Band zwischen Mensch und Pokémon noch weiter zu vertiefen, arbeitet die Quasar Corporation an der Umsetzung eines Stadtentwicklungsplans. Wir haben hierfür über eine Stadt die von uns entwickelte Hologrammtechnologie installiert. Diese ermöglicht es, allerlei Informationen über die Stadt zu erhalten. Was hat die Stadt davon? Auf Illumina City wartet eine strahlende Zukunft. Etwaige Unannehmlichkeiten durch Bauarbeiten bitten wir Sie zu entschuldigen. Ja, das kenne ich mit Bauarbeiten. So geht es mir momentan real-life-mäßig auch. In meiner Stadt. Mit Hilfe der Quasar Corporation wird Illumina City eine Mega-Entwicklung vollziehen. Oh. Der kriegt also ein creepy Aussehen oder was? Naja, ist nicht immer so, aber neue Mega-Entwicklungen irgendwie schon. Ist jetzt für unseren Dreh gestört, aber was die Präsidentin sagt, ist gar nicht so verkehrt. Du wirst mit Sicherheit auch in der Stadt in ihre Pokémon verlieben. Okay, wollen wir dann mit unserem Dreh weitermachen? Sag mal, also nicht eine Reisetasche dabei? Stimmt. Hat sie Flügel bekommen oder was? Oder Beine? Ah, nee. Ernsthaft. Und das Pam-Pam da. Verstehe, du hast das Pokémon da drüben als Taschenträger angeheuert, hm? Nee, ich glaube nicht. Was geht denn hier ab? Moment mal, das hat deine Tasche gestohlen? Tut mir leid, hätte ich dich nicht um Hilfe bei dem Dreh gebeten, wenn das nicht passiert. Los, hol unsere Tasche zurück. Hauptmission Nummer 1, der Reisetasche hinterher. Ernsthaft? Wir sind ohne Pokémon durch eine Pokémon-belagerte Stadt gehen? Na, vielen Dank dafür auch. Komm, wir sind hinterher. Ja, ich gehe ja schon. Rennen kann ich nicht, ne? Ich habe keine Turbo-Trete an, schade. Oh. Pokémon sind so süß. Das ist ganz schön flott. Eigentlich müsste Florian so schnell von den dreien hier sein, ne? Sieht aus, als wäre das nicht nur ein Streich eines wilden Pokémon gewesen. Das Pokémon, das sich mit deiner Reisetasche vom Ache gemacht hat, ist ein Pam-Pam. Und wie es aussieht, gehört es zu jemandem. Oh, wie heißt du eigentlich? Michael.
Michael, ich bin Zita. Freut mich. Danke gleichfalls. Na, hör mal, Pam Pam. Ich bin zwar Backpackerin, aber so eine olle Tasche brauche ich nicht. Die Tasche bestimmt für Müll gehalten und wollen sie wegräumen. Bringen Sie zur Polizei, vielleicht bekommen wir eine Belohnung dafür. Was ist denn das für welche? Moment mal, die schicke Tasche gehört diesem Touristen hier. Du bist doch Zita! Was seid ihr? Kennen wir vielleicht auch von meinen Werbespots? Ich bin's Anuk vom ZA Royal. Hast du das schon vergessen, was? Zita und Anuk, ZA. Und ich bin André, wir haben letzte Nacht miteinander gekämpft. Ach so, hier gibt es einen Trainer, den ich gestern besiegt habe. Das war mir komplett entfallen. Die wollen nicht viel drauf, ne? Autsch. Jetzt verlieren müssen wir uns in dies wohl gefallen lassen. Vor allem dein Gesicht, Mann, ey. Voll der Diss, Mann. Was? Okay, wir machen es so. Okay, wir machen es so. Wenn du gegen uns kämpfst, geben wir die Tasche zurück. Das gibt überhaupt keinen Sinn. Wenn ihr eine Revanche wollt, wartet bis heute Nacht. Klappe, Mann. Pampa will Rache. Deswegen hat die Tasche erst angeschleppt. Scheint es zumindest mal. Das war aber nett von ihm. Na gut, aber zeigen einen Sumpf. Wieso war das nett? Weißt du, an zu helfen ist quasi mein Hobby, deswegen zeige ich dir, wo es lang geht. Also eine Tasche wurde geklaut. Was hast du jetzt vor? Hol sie mal zurück. Ganz genau. Und wir haben hier 3 Pokémon zur Stelle, auf die du dich verlassen kannst. Es wird bald dunkel, beeilt euch. Unsere Gegner haben offenbar keine Einwände. Wähle ein Pokémon aus, mit dem du kämpfen willst. Ja, unsere Starter im Spiel Pokémon Legenden ZA. Ähnlich wie bei Pokémon Legenden Arceus aus verschiedenen Regionen, nur ist hier ein bisschen creepy. Weil in Legenden Arceus hatten wir auch ein Pokémon aus Einal. Ne, in dem Fall seinen Wasserkollegen hier vom Floink. Klein Otero. Wir hatten anstelle von Endivie hatten wir Feurigel aus Johto. Ja, aber wir hatten dann noch einen Bautz. Aus Alola. Und hier haben wir plötzlich auch wieder, jetzt haben wir, ja, Kanimani, Endivia, beide aus Johto, einer aus Einal. Ist irgendwie fehl am Platz, finde ich, ne? Aber gut. Welches Pokémon soll es sein, Freunde? Ne? Endivia, Kanimani, Floink, ne? Also, schwierige Wahl tatsächlich. In Anbetracht der Umstände. Dass ich bereits weiß, wie ihre, naja, wie sie, sage ich jetzt mal, aussehen könnten, ohne allzu viel zu spoilern. Und natürlich aber auch in Anbetracht dessen, welche Pokémon ich zuletzt auch so gewählt habe. Ich meine, Kanimani, ja, ist eigentlich schon ein cooles Viech, ne? Wasserattacken, Eisattacken auch, ne? Aber ich glaube, das Pokémon, was ich zuletzt genommen hatte, als ich mit die Johto-Region gespielt habe und seitdem nicht mehr, war Endivie. Das ist laut Pokémon Endivie. Die Blätter, die es abfallen kann, sind super scharf. Ich will so mit Endivie kämpfen. Das wäre eine Möglichkeit. Wie sieht es denn hier aus? Das ist Feuerferkel-Pokémon Floink. Die Flammen, die aus dem Rüssel schießt, sind echt vom Feinsten. Du willst also mit Floink kämpfen? Floink ist zwar auch cool, aber damals bei einem, also schwarz-weiß, habe ich eigentlich eher Serpiroi, also Serpifol genommen oder halt Otero. Das Großmal-Pokémon Kanimani hat eine starke Wasserstrahlen und kräftige Kiefersengen, ist ein ganzer Stolz. Also sag's mal so, vor dem heutigen Tag wollte ich tatsächlich einen Kanimani nehmen und dann haben wir auch gemerkt, ja, viele andere YouTuber und so nehmen auch Kanimani oder auch Stream oder wie auch immer. Haben wir wieder ein bisschen überlegt und so und dann haben wir gedacht, weißt du was, komm. Es wird Endivie. Die Umstände sind abgefahren, aber viel Spaß mit dem ersten Kampf in Illumina City. Bin gespannt, ob es weiblich ist. Lass uns loslegen, Mann. So, ich bin gespannt, ne? Wie sind die Kämpfe hier? Dann klärt ihr mal die Regeln von Pokémon-Kämpfen. In Legenden ZA, ne? Das sind hier ein bisschen anders. Du wählst eine Attacke deines Partners in Endivie aus und greifst damit an. Wenn die Kraftpunkte kurz KP des gegnerischen Pokémon auf 0 fallen, hast du gewonnen. Soweit ganz normal. Wenn wir es nutzen, okay. Hey, Zit, du kämpfst gegen mich, Mann, ich bin André. Naja, Andrea, André, schon gut. Vergessen schnell geworden? Ich glaube ja weniger. Vertrau auf dein Pokémon. Okay, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich meine, eigentlich sind ja die Kämpfe hier schon ein bisschen anders als sonst.
sind keine rundenbasierte Kämpfe, sondern eigentlich Echtzeitkämpfe. Okay, setzt Pam-Pam ein. Los, Endivie! Endivie! Als ZL gedrückt, um ein Ziel anzuvisieren und damit A oder einen anderen Knöpfen die Anweisung eine Attacke zu geben. Also, gut. Ah, warte mal. Tackle! Setz Routenschlag ein! Und Tackle! Die Attacken haben eine gewisse Cooldown, ne? Ist gar nicht mal so. Gar nicht mal so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Ey, warte mal, was machst du da, ne? Was? Verteidigst du normal? Warum das? Warum kann die ja wieder normal werden? Oh, das war nicht übel, aber eigentlich sollte doch ich gewinnen. Es hat Blattwerk gelernt, verloren. Ich habe echt keinen Anfänger verloren, ich bin doch enttäuscht als Pam-Pam. Bitte sag mir, dass wenigstens du gewonnen hast, André. Man kann wohl echt nicht einfach von heute auf morgen stärker werden, ne? Mir fällt gerade erst jetzt auf, dass er eine Frisur hat wie ein Hyperball. Pogo und ich sind total down. Also haben wir beide verloren. Da passen wir zusammen. Ja. Das war eine gute Übung. Lass uns irgendwann mal wieder kämpfen. Auf keinen Fall, Mann. Pama, tut die Sache leid. Au revoir. Ja, Tschüssikowski. Arrivederci, sayonara. Hasta la vista. Du hast eine Reisetasche zurückbekommen. Ja, übrigens, was ist jetzt eigentlich vorhin da reingesprungen im Zug? So was ist eine Hauptmission. Hier, Ghetto-Faust. Was soll das werden? Was willst du von mir? Ja, mit deiner Faust, na los. Wahnsinn, dass ihr euren ersten Kampf gleich gewonnen habt. Wieso wählst du den nicht als deinen Partner? Juhu, danke. Hier ist dein Pokéball. Komm, echt so vor, als würde ich gerade wieder irgendwie. Was war das damals? Meine erste Edition von Johto. Ich glaube, es war Silber. Tatsächlich. Doch, es war Silber, ja, wegen Lugia, genau. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich damals mit Endivie angefangen habe. Auf Silber und auf Gold später war es mit Feurigel und auf Kristall dann mit Kanimani. Ich bin damals halt in die Reihenfolge durchgegangen. Ne? Endivie war halt Pflanze als erste Pokémon. Feurigel mit Feuer das zweite und so, ne? Auf einer Pokédex-Nummer. Nein, Divie? Oh, das ist aber süß. Die wurde Endivie anvertraut. Ja, bestimmt ein tolles Team. Du wirst sehen, Michael, das Leben als Pokémon-Trainer macht voll Spaß. Ja, das will ich hoffen. Also bis jetzt hat es immer Spaß gemacht, Pokémon zu trainieren. Oder den Text zu vervollständigen und so weiter und so fort. Kampfsektor Start. Bitte was? Junge, ich bin gerade erst angekommen. Darf ich mal auf mein Zimmer gehen, mich ausruhen, was essen? Ach du Scheiße. So, jetzt habe ich so lange geredet, dass es schon dunkel geworden ist. Und dummerweise stehen wir jetzt auch noch mitten in einem Kampfsektor. Das ist echt Pech. Wir haben nicht viel Zeit, deswegen erkläre ich es dir ganz kurz. Kampfsektoren sind echt kein Zuckerschlecken. Die Leute hier drin können dich an Ort und Stelle in einen Pokémon-Kampf verwickeln. Aber keine Sorge, es gibt einen sicheren Ort in der Nähe. Eine Reisetasche vertrauen wir den beiden hier an. Wir lassen uns auf euch, Kanimani und Floink. Naja, im Floink, was es teilweise vor dem Brand stecken könnte, und Kanimani mit rasierscharfen Zähnen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Man kann ja sagen, die beiden. Sie können da lang gehen, wo Menschen nicht hinkommen. Auf Mauern zum Beispiel. Dann Pokémon lassen sie sich nicht erwischen. Wir hingegen müssen irgendwie anders aus diesem Kampfsektor entkommen. Mir nach. Flucht aus dem Kampfsektor. Komme nach. Das ist männlich, okay. Ja,
Wäre jetzt noch cool gewesen, wenn es weiblich gewesen wäre. Aber die Chance ist eh nur 25%, also von dem her. Man sieht hier bei Endivir, ne, Nummer 1 ist klar, vom Pokédex her. Man sieht da rechts neben dem Namen von Endivir ja auch das bekannte Mega-Symbol. Also es ist einfach nur, weil das hier halt ja, Legende Z da ist und deswegen dieses Symbol da steht. Oder ist das ein Hinweis darauf, dass es, wenn es voll entwickelt ist, die Mega-Entwicklung beherrschen würde? Wer weiß, ne? Okay, das Wesen, naja, das geht, ne? Plus Spezialangriff, aber wenn das Initiative, naja, weiß nicht, Blattwerk ist physisch, ne? Ja, ist physisch. Dann ist auch gut, ne? Die wie Megan ist sowieso generell eher ein Art Tank und nicht wirklich ein Sweep oder so, also nicht wirklich krass zum Angreifen. Hier lang! Wir sind fast da! Nur Leute, die auf Pokémon-Kämpfe aus sind, treiben sich in Kampfsektoren herum. Also sollst du mein Gegner sein. Warte, er ist kein Teil mehr. Mische nicht ein, Mann. Michael, du bleibst nichts anderes übrig, als gegen sie zu kämpfen. Ein Pokémon ist Level 5 oder 6, aber Hilfe. Um im Rang aufzusteigen, brauche ich die Punkte, die mir der Sieg gegen dich einbringen wird. Ja, da müssen wir noch viel machen, Freunde. Auch online, aber dazu später mehr. Serviere im Bridge fordere dich heraus. Ein Pi. Was ist der Platz? Los in die wir! Oh, 4 geht. Irgendwie ausweichen kann ich offenbar nicht, ne? Und noch nicht. So, machen wir das. Was? Die hat 2 Pokémon. Ups, noch gar nicht gesehen. Da hat dauernd Damage gemacht. Und Blattwerk. Ach, heute verdiene ich keine Punkte beim ZA Royal. Typisch. Ich will doch bloß hier raus. Ins Hotel. Weil man kann es sein, dass du gar nicht am ZA Royal teilnimmst? Boah, jetzt schon. Das gibt's doch nicht. Kampfsektoren erscheinen nur nachts, sonst habe ich wegen dir wertvolle Zeit vergeudet. Naja, die Nacht ist lang, also... Du bist ja voll stark, Michael. Oh, danke. Und wir arbeiten extrem gut zusammen. Du hast bestimmt gemerkt, wie krass Kampfsektoren sein können. Du weißt, die anderen zu helfen ist quasi ein Hobby, deswegen ein Vorschlag von mir. Sicher bringen ist eine gute Idee. Endivir, wo bist du? Na, wie geht's dir? Alles klar? Hallo, quatschen geht nicht. Nur dann halt nicht. Ah, da. Ah, ein Doppelkampf, na toll. Oh, das ist nicht euer Ernst, ey. Ein Scaraborn? Das Schwertschäding, das ist auch aus Carlos, was kann den Namen nicht mehr, nicht Duroklet, nee, Duroklet, das war das, die Entwicklung. Und auch der Feuer-Dingsbums, der ist aus Einal, der ist, der Feueraffe. Ach, der Scheiße. Keine guten Gegner für Endivir. Lass uns bitte einfach vorbei. Ich will nur meinen Gast jetzt zum Hotel bringen. Mir nur egal, ob er dein Gast ist oder nicht. Wenn er sich im Kampfsektor umtreibt, der kämpft. Man kämpft auch gegenseitig. Meinetwegen, aber dann kämpft gegen mich. Juhu. Das ist aber nicht... Nee. Oder? Ein Flirt mit einer schwarzen Blume? Das sieht man nicht auf. Bin gespannt, was es drauf hat.
Floette nicht! Holla die Waldfee. Juhu. Wie hast du voll abgeliefert, Floette? Ja, Lux Calamitatis solltest du lieber nicht mehr einfach so einsetzen. Er muss ja zugeben, Pokémon X und Y sind gerade ein bisschen her. Also ich weiß schon, welches Floette das ist und so, warum es so aussieht. Das ist mir alles noch bekannt, aber die Attacke gerade nicht mehr. Die Attacke hat doch eine spezielle Bedeutung für dich, oder? Michael, das ist Floette. Das ist ein besonderes Pokémon, das schon 3000 Jahre alt sein soll. Okay, dank Floette sind wir diese lästigen Leute losgeworden. Nutzen wir die Chance, um unterzutauchen. Auf zum Hotel Z. Ich meine, zu dem Zeitpunkt könnte man sich ja denken, es hat was mit X und Y zu tun, ne? Vielleicht spielt es danach, vielleicht irgendwie auch vorher, währenddessen, vorher wohl kaum, währenddessen eventuell. Aber wir erfahren gleich, was es wirklich damit auf sich hat, ne? Vom Zeitpunkt her und so. Puh, wir sind raus aus dem Kampfsektor. Zum Hotel müssen wir nur noch hier durch. Ja, geh vor. Hä? Hier? Sehr verehrter Gast, vor sich sehen Sie das Hotel Z. Einen so ruhigen und entspannten Aufenthalt wie hier bietet kein anderes Hotel in Illumina City. Ach stimmt, davon hat sie ja Werbung gemacht zu Beginn. Vor allem, weil kein einziger Gast da ist. Lass uns reingehen. Ah ja. Bitte das Hotel Z, was soll er sonst machen? Können wir ein bisschen umgucken, da gibt es nach Items und so hier, ne? Na los, rein ins Hotel. Aber eigentlich will ich mich hier umgucken. Scheiß Toll, ey, ich hasse das. So. Was ist das für eine Tür? Hä, bin ich jetzt? Jetzt haben die Entwickler so viel Zeit genommen, die Spiele zu entwickeln und trotzdem sieht es irgendwie aus. Also die Häuser, Fassaden, die Türen sehen so aus, wären sie zusammen gepresst worden. Ein Teil irgendwie, als wäre er schon ein bisschen neuer, ein bisschen liebevoller. Naja. Und die Tür aber, sorry, aber sieht ja aus, als wäre es Wii U-Grafik. Ach du Scheiße. Z, ich bin wieder da. Ja, diejenigen unter uns, die die Story von X und Y gespielt haben, die werden sich an den auch erinnern. An den Hühnen, der ebenfalls so alt sein soll wie das Floette. Und ich habe einen Gast mitgebracht. Junge, ist der riesig, hey. Hey, Kalimani, Floink, alles klar? Oh, ihr seid so süß, würde ich gerne auch mitnehmen, ne? Genau. Ein Feuer-Pokémon, ein Wasser-Pokémon. Ja, sieht das grafiktechnisch auch ein bisschen besser aus. Naja. Ja, mir ging es ja vorhin eher darum, dass es halt irgendwie ein einheitliches Bild ist. Ne? Hier sieht es auch besser aus, die Tür. Also ist es vom Grafikstil her und so, die Tür passt dem anderen hier. Aber so, ja, zum Design, zum Layout, sag ich jetzt mal. Aber von außen sah es ja grässlich aus. Hey, Junge, Junge. Das kann doch auf der Switch einfach nicht schlimm aussehen. Naja. Oh, meine Tasche übrigens. Hallo? Kann sie gar nicht mitnehmen. Diese Reisetasche gehört also unserem Gast. Zygarde? Eine Zygarde-Szene war das. Ja, das ist Michael. Kaum war in Illumina City angekommen, wurde ein lästige Scherereien verwickelt. Zusammen mit den Divi hat er sich durchgekämpft.
Die beiden sind ein tolles Team. Deswegen habe ich ihm mein Endivia überlassen. Das war eine gute Entscheidung. Pokémon und Menschen begegnen sich, wenn es das Schicksal so bestimmt. Ja, ich denke auch, dass es eine schicksalshafte Begegnung war. Dann wurde es dunkel und das ZA Royal hat angefangen, also habe ich ihn hierher gebracht. Als eine Tasche ohne Besitzer hier eintraf, habe ich mir Sorgen gemacht und Floette losgeschickt. Aber meine Sorge war wohl unbegründet. Überhaupt nicht, du hast uns Floette geschickt und es hat uns gerettet. Nichts anderes würde ich von einem 3000 Jahre alten Duo wie euch zwei erwarten. Michael, mir scheint, du wurdest nicht ohne Grund hier zu uns ins Hotel Set geführt. Ich bin Aset und als Besitzer dieses Hotels heiße ich dich herzlich willkommen. Erlaube mir, ein paar Worte an dich zu richten. Zita hat dir Endivia anvertraut und das macht dich zu einem Pokémon-Trainer. Höre mir gut zu, Michael. Pokémon sind höchst wundersame Lebewesen. Sie alle verfügen über große Kräfte. Diese setzen sie für Pokémon-Trainer ein, denen sie vertrauen. Deshalb wünsche ich mir, dass du Endivia stets wertschätzt und sein Vertrauen niemals missbrauchst. Ja, das sagt der Richtige. Naja, ja. Bisschen gemein, was ich gerade gesagt habe, sorry. Das war alles, was er dir sagen wollte. Du darfst Zimmer 202 nutzen. Hätte jetzt einen Kanimani oder Freund genommen, hätte ich ein anderes Zimmernummer bekommen oder was? Dein Zimmer ist im zweiten Stock, da kommst du mit dem Aufzug hin. Ja, deswegen 202, ne, ist ja logisch. Du sollst dich jetzt erstmal ausruhen. Wir treffen uns am Morgen früh in der Lobby. Dankeschön. Zweites OG. Oje, oje. War das echt so eine Saiga-Zelle, ne, die uns damals im Zug da in die Reisetasche gehüpft ist? Also damals, vor knapp 30 Minuten oder so. Ist jetzt auch alles ganz gut, so eine Grafik. Also gut, ja. Kann man sich darüber streiten, ne? Ich glaube, ein Teil wiegt ein bisschen flach und so. Ja, hier geht's so. Die haben mir aufgemacht. Zum Beispiel das Bild hier. Ja. Ist auch ein bisschen schöner machen, aber das sind Details. Und das mit der Tür vorhin haben wir wirklich ein bisschen verwundert, verblüfft. 2704. Einfach mal klopfen. Die Tür ist verschlossen. Oh. Ein Käufwaffe, ne? Und eben da mit einer anderen Frisur. Da bin ich schon mal sehr gespannt. Da gab es ja auch online, ne? So über Pokémon Home kann man ja auch, also vom Mobile, kann die Pokémon miteinander tauschen. Und ich sage auch, ne, die Käufwaffe mit einer besonderen Frisur, ne? Die waren damals so krass begehrt, hey. Wahnsinn. Und jetzt, tja, jetzt haben wir ja ZA und ich schätze mal, man kann ähnlich wie damals bei XY die relativ leicht frisieren oder stylen lassen. Aber warten wir erstmal ab, ne? Erstmal müssen wir eins finden. Tür ist verschlossen. Vielleicht dazu ganz kurz zu meinem Ziel für das Spiel selber, ne? Ich mache es ähnlich wie bei Legenden ZA, wie bei Legenden Arceus. Das ist unser Zimmer, okay. Ziel ist, Story ist klar, aber natürlich auch voller Pokédex, ne? Tür ist verschlossen. Das könnte je nachdem schwieriger werden, auch mit den Tauschentwicklungen, ne? Also sprich so für Pokémon wie Gengar, Machomai zum Beispiel. Bei Legenden Arceus hat man zwar so ein neues Item, das Link-Kabel-Item, das ist wirklich so. Ich kann mir vorstellen, dass es das hier gar nicht mehr gibt. Aber lass uns überraschen, ne? Vorzu einfach gucken. Und auch wieder mal Spaß haben am Let's Playen. Spielen generell, ne? Ja. Also ich verstehe gar nicht, wieso es hier gar keine Gäste hat, ne? Es sieht doch relativ schick aus. Leg dich ins Bett und du bist morgen aus. Gut, es hat hier keinen Fernseher, auch kein WLAN. Also modern ist es nicht, aber wenn ich jetzt irgendwie sage, entspannen würde, würde schon gehen, kann ich irgendwie lesen? Nö. Mein Charakter kann nicht lesen. Oh, eine allmodische Heizung, das geht ja gar nicht, ne? So ein Heizkörper. Ich bin ja eher so der Bodenheizer-Typ. Wobei ich zugeben muss, so eine Heizung, so eine Standheizung, Quatsch. Eine Heizung mit einem, ja, Heizkörper hat auch so einen Vorteil, ne? Kannst du easy auch mal deine nassen Klamotten drüber hängen, da Socken und so zum Wärmen. Das sollte man nicht unbedingt machen, aber egal. Nein, nicht egal, aber ich glaube, ein Spiel hier selbst wäre schon egal. So, ruhen wir uns aus.
Sind wir auch schon bei 40 Minuten, ne? Boah, so. Mal so kurz. Das wäre jetzt eine perfekte Stelle, um Cliffhanger die Folge zu beenden. Nee, komm. Sorry, ich hab zwar gesagt, dass du dich ausruhen sollst, aber hast du kurz Zeit? Ja, was ist denn los, ey? Lang ausschlafen und. Was zieht der rein? Achso, ich dachte, die kommt einfach rein. Vor allem verlassen, hä? Ich soll dich reinlassen, nicht mich selber rauslassen. Sehr verehrter Gast, bitte erlauben Sie mir, Ihnen unseren fantastischen Aussichtspunkt zu zeigen. Ich meine natürlich unser Dach, komm. Sightseeing, ne? Ich meine, wie lange bin ich jetzt hier? Ein paar Stunden und schon habe ich ein Date. Willkommen in Illumina City. Das hört schon zum 5. Mal, glaube ich. Die Stadt ist nicht perfekt, aber ich mag es hier. Hör mal, ich habe AZ viel zu verdanken. Und dafür will ich mich erkenntlich zeigen. Würden Sie mir dabei helfen? Und wie? Danke! Flucht aus dem Kampfsektor. Enter abgeschlossen. Dieser Junge, ob er wohl auch von einer Saiga-Zelle nach Illumina City geführt wurde? Scheinbar ja. Wobei, sprang auch in die Tasche rein, ne? Vielleicht ist er einfach blinder Passagiermäßig mitgefahren. Am nächsten Tag. Dein Wecker klingelt. Haben wir gar nicht gestellt. Dein neues Leben in Illumina. Wieso bleibe ich hier oder was? Lass mal den Divi rauslassen, ne? Hallo? Ja, nee, sagen wir jetzt nicht, die kannst du nicht rauslassen. Hallo? Freiheit für die Pokémon! Freiheit! Immer verschlossen, ne? Ja, das sein könnte, dass vielleicht irgendwie Interaktion möglich wäre. Dass ein paar Gäste da sind mittlerweile. Erdgeschoss Lobby. Juhu. Guten Morgen. Guten Morgen. Gestern war vielleicht ein Tag, hm? Erst wird deine Tasche geklaut und dann verwickelt dich auch noch wer ins Zeta Royal. Was ist es überhaupt? Das Zeta Royal ist ein Kampfwettbewerb, den Illumina gerade voll angesagt ist. Ich mache übrigens auch mit. Ich will die stärkste Trainer überhaupt werden, um die Stadt zu beschützen. Und da habe ich auch gleich eine Bitte an dich. Sorry, dass ich dir damit so überfalle, aber bitte mach auch du beim Z Royal mit. Muss ich sowieso, weil ich will das Spiel ja möglichst komplettieren und ja, müssen da halt auch online ein bisschen mitmischen für gewisse Items. Ein Rotodex. Hey Michael, dies ist eine offizielle Einladung zum Zeta Royal, ein Wettbewerb, bei dem der beste Pokémon-Trainer ermittelt wird. Wer es bis ganz nach oben auf Rang A schafft, darf sich mit dem Titel des stärksten Trainers schmücken. Diese Person wird außen einen Wunsch erfüllt, im Rahmen des Erfüllbaren. Wenn du teilnehmen möchtest, öffne bitte die beigefügte Datei, um die Zeta Royal App zu installieren. Wir würden uns über deine Teilnahme sehr freuen. Kämpferische Grüße, das Team des Zeta Royal. Was für ein Timing, das hat doch bestimmt eine Einladung zum Zeta Royal, oder? Ja, hast doch gehört. Aber kein Wunder, immerhin hast du einen echt guten Kampf geliefert, obwohl du noch gar nicht angemeldet warst. Was du nicht sagst.
Woher wissen Sie es überhaupt? Haben die euch beobachtet? Bin ich gechippt oder sowas in der Art? Oder werde ich aber sonst getrackt? Muss man irgendwie so ein VPN-Client auf dem Rotom-Dex installieren lassen oder so? Geh mal an Smart Rotom und installiere da schnell die App. Und meine Nummer speichert ihr auch direkt ein, ja? Die App wird installiert. Die ZA Royal App wurde erfolgreich installiert. Ja, hör zum 3. Mal schon. So, die App hast du jetzt. Aber viel wichtiger ist, ob du nun auch wieder teilnehmen willst. Das ist nochmal meine Bitte an dich. Und als Mitglied von Team MZ am ZA Royal. Wieso MZ? Hä? Ja, von mir aus, aber warum MZ? Warum heißt es MZ? Jetzt kann ich mir noch vorstellen, warum das M. Und wir sollen dich auch direkt in der SAP, also der Z Royal App, registrieren. Der SAP. Du hast eine Jacke von Team MZ. Und du hast eine Tasche. Ja, hat was. Hey, sieht schick aus. Jetzt fehlt nur noch ein Profilbild für die SAP. Der Folge abgeschlossen. Mit geschlossenen Augen, ja. Die SAP ist für Teilnehmer des ZA Royal. Hier werden grundlegende Daten wie dein Rang und deine aktuellen Punkte festgehalten. Wenn ein Aufstiegsmatch festgelegt wurde, zeigt die App die Daten des Gegners an. Ich bin auf Rang Z. Ah. Man beginnt ganz unten und kämpft sich hoch bis zu Rang A. Von Z bis A. Zu solch früher Stunde herrscht hier schon reges Treiben. Ich kam nicht umhin, eurer Unterhaltung eben zu lauschen. Für deine Teilnahme am ZA Royal sei dir von Herzen gedankt, Michael. Ach, deswegen vielleicht Team MZ? Wegen Michael und Zita? Nee, Quatsch. Bullshit. Menschen und Pokémon scheinen die Lumina City mit pulsierendem Leben zu erfüllen. Aber die Stadt birgt einen tiefen Schmerz in sich. Ich wünsche mir, dass er siegreich aus dem ZA Royal hervorgeht, um diesen Kummer ein Ende zu bereiten. Darum solltest du die Stadt sowohl bei Tag als auch bei Nacht erleben, um den Pokémon und Menschen hier zu begegnen. Juhu! Und das ist ruhig mir, ich bringe mir alles Nötige bei. Menschen mit Pokémon zusammen Kämpfe austragen, nennt man Pokémon-Trainer. Ach du Scheiße, jetzt kommt die Einführung. Und es gibt so einige, dass man als Trainer in Illumina wissen soll, zum Beispiel, wie man sich rollt. Verzeihung. Dann weißt du aus, wenn du von wilden Pokémon angegriffen wirst. Hier, zeig's dir. Was soll der Krach, Zita? Ich finde, darüber können Sie ruhig etwas aufregen, AZ. Aufregen? Ganz im Gegenteil, ich werde bestens unterhalten. Zita unterweist gerade das neue Mitglied von Team MZ in wichtigen Dingen. Ein neues Mitglied? Wer ist denn das? Ah, auch Mitglied von der MZ, ne? Sorry, also, ist hier unser neues Mitglied? Ja, er heißt Michael. Heyo. Hi, ich bin Duro. Ich bin nach Illumina gekommen, um meinen Traum zu verwirklichen. Ich will nämlich Profitänzerin werden. Außerdem habe ich einen Bruder und... kann das warten, bis wir hier fertig sind? Wenn man kämpft. Ich warte auf dem Hof auf dich, ne? Ja, ist gut. Sie wartet vor dem Hof und ich mache nach dem Hof, oder was? Die rolle ich jetzt, um zu sprinten. Und eine Rolle.
So eine Werte. Na? Endivie, sprich mit mir. Das reagiert nicht. Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Wieso reagiert es auf mich? Hallo? Und ihr quatschen Endivie. Also, zeig mir, wie man kämpft. Das kommt vor allem auf deine Stärke beim Kämpfen an. Das macht sogar irgendwo durch Sinn. Sita von Team MZ fordert dich heraus. Okay, wenn sie keine Mana genommen hat, werden Floink. Roses! Er ist sowieso gleich vorbei. Armes Kanimani. Krass, du hast Kanimani besiegt, aber das ist noch nicht das Ende. Jedes Pokémon verfügt über mindestens einen Typen. Ja, gut, die Wechselwirkungen kennen wir und so. Also, im Prinzip, weil eben, es gibt einen Typ, der stärker ist ein anderer. Wiederum schwächer ist als ein anderer. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Da muss man einfach, sich einfach halt merken, ne? Oder lernen und so. Zum Beispiel ist Pflanze stark gegen Wasser, aber schwach gegen Feuer. Feuer logischerweise stark gegen Pflanze, aber schwach gegen Wasser. Und Wasser, ganz genau, stark gegen Feuer, aber schwach gegen Pflanze. Nur um so ein Beispiel zu nennen. Oh, jetzt kommt Floink. Ja, jetzt wird's nicht mehr so lustig. Ich habe sogar nicht anvisiert. Ah, jetzt. Das kann dauern. Ja, Blattwerk macht jetzt nicht so viel Damage. Aber kann trotzdem reichen jetzt. Gut. Level up für Endivie. Endivie. Mensch, das ist richtig drauf. Du wirst sehen, ein richtig starker Trainer. Bei dir ist Luminas Zukunft in sicheren Händen. Die Zukunft? Was ist denn Zukunft? Mit Z, Zukunft, versteht ihr? Das erzählt ihr später. Je mehr Pokémon du an der Seite hast, desto höher ist eine Chance auf den Sieg. Und deshalb machen wir gleich einen Abstecher zu einem Wildsektor. Aber alles der Reihe nach. Zuerst muss ich dir noch einen anderen Ort zeigen. Nämlich das Pokémon Center, eine wahre Oase für alle Trainer. Puh, das Tutorial zieht sich jetzt ziemlich, ne? Die Standort der Pokémon Center findest du auf der Karte des Smart Rotom. Hallo, ich bin Smart Rotom. Oh. Diese Karten-App für die Illumina City zeigt dir nicht nur ortsnahe Informationseinrichtungen an, sondern bietet auch eine Wegweiserfunktion, mit der du ein Ziel mühelos findest. Beim Kunden der Stadt kannst du die Karte jederzeit öffnen, indem du Plus drückst. Die Missionsliste, die kennen wir noch aus kann das gerade sagen, aus der Blaubeeren-Dingsbums-DLC, beziehungsweise Indigo-Platten-DLC von Karmesin und Purpur. Das ist Hotel ZA, ne? Hier kamen wir an. Da waren wir noch nicht, das stimmt. Wir waren irgendwie, keine Ahnung, irgendwo hier hinten oder so. Da waren wir hier tatsächlich. Aus Versehen, ne? Ja. Also ich meine zwar, ich müsste irgendwie da entlang, aber ich dachte, wir wären von hier aus gekommen. Aber vielleicht war es von hier tatsächlich. So quasi eben jetzt in der Folge eigentlich nur den Bereich hier gesehen haben und in Illumina City. Naja, es ist groß, es hat ein paar Dinge, aber sind wir ehrlich, wenn das Abenteuer nur hier drin spielt und sonst gar nichts. Naja, ich weiß nicht, wie lange wir hier überhaupt unterwegs sein werden. Obwohl, die ganz Pokémon fangen, ne? Es gibt ja noch viele per Side-Quests und Dinge, sonstige Story-Quest-Dinge und so. Ja, wir haben ein bisschen was zu tun. Wenn man nicht weiter weiß, kann sie einfach wieder zurück zum Hotel Z kommen.
Alle Aufgaben, die mit Team MZ zusammenhängen, werden Hauptmissionen genannt. Wenn du mal nicht weiter weißt, findest du genaue Informationen zu einer Mission in der Missionsliste. Begibt es im Pokémon Center am Bahnhofsplatz Illumina Süd. Ja, aber nicht mehr heute, Freunde, denn die Folge ist eh schon fast eine Stunde lang. Dann würde man sagen, in die wir nicht sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir tragen ein paar der Partnerlook, ne? Beide sind grün, sehr schön. Vielleicht ist auch eine Andeutung auf Saiga oder so, keine Ahnung. Und ja, ich würde sagen, es geht hoffentlich spannend weiter hier und natürlich auch kämpferisch spannend, ne? Wir tun ein paar coole Dinge erleben, auch herausfinden, was damit auf sich hat. Mir nach, Mann! Ah ja, dauert gar nicht lang, ne? Das sieht so aus, als könnte ich eigentlich die Leiter hoch, aber da ist irgendwie ein Hindernis im Weg, ne? Ich muss eine Art Zerschneider einsetzen oder was in der Art. Und ja, werden vielleicht auch noch ab und zu noch weitere solche Design-Fehlentscheidungen treffen hier im Spiel. Und man sich fragt, hallo? Sind wir in der Wii U-Ära gelandet? Wobei, ich glaube sogar Wii-Spieler sind zum Teil gleich raus. Naja, das ist ein anderes Thema, Freunde. Und da vorne noch ein paar Felsen, ne? Müssen wir vermutlich erstmal aus dem Weg räumen. Ja, aber bin schon mal sehr gespannt auf die ganzen Kämpfe, die ganzen Pokémon, die es hier gibt. Neue Pokémon vermutlich eher weniger, ne? Wie es noch bei Legenden Arceus der Fall war. Aber sicher, was geben wird, sind neue Mega-Entwicklungen. Da waren wir auch schon sehr drauf. Und natürlich die ganze Story, Pokédex vervollständigen und so. Und ja, es ist und bleibt hoffentlich spannend, ne? In dem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Es grüßen euch Michael und Endivie. Tschüssi!